Servus, Harry, mein gefiederter Freund. Servus, Kidrap. Alles klar? Du bist ja lustig. Ja. Ja, die Leute merken auch, Harry wieder da und der Kidrap, das ist eine explosive Mischung. Uiuiuiui, exklusiv und explosiv. Beides, ja. Oh ja. Erst einmal, wenn ich für dich mitsprechen darf, vielen Dank, dass so viel unseren Instagram-Kanal, dass uns so viele dabei folgen und auch die Zuhörer stetig wachsen. Danke für das ganze positive Feedback. Was mega geil war, ist, wenn du ja noch unseren Podcast bewerten kannst. Bitte. Auf Spotify, iTunes etc., weil das hilft uns. Viele Straßenkinder und ganz oben mit dabei am Islamischen Staat. Ja. Und das ist, was uns persönlich am Herzen liegt. Ja. Wir sind... Ich glaube, du bist Top 2 Rekrutierter, ja, oder? Ja, bin ich auf jeden Fall. Ich bin nur Top 5. Ich bin vom Harry rekrutiert worden, aber bin jetzt auch gerade hart am Rekrutieren. Und ich brauche nur 5 Recruitings, dann habe ich mein Invest wieder herin. Dann kriegst du die nächste Lizenz von mir. Und dann sind wir auf einer Stufe. Das ist schon cool. Genau. Ja. Und dann machen wir jetzt weiter wie gehabt, würde ich sagen. Ich habe hier einen kleinen Tierfakt für dich. Okay. Vielleicht kann ich beim zweiten Anlauf sogar flüssiger vorlesen, wie gerade beim Probetake. Das war super beim Probetake. Mit der Sonnenbrille aber gar nicht so leicht. Ich muss jetzt eine andere Sonnenbrille aufsetzen. Harry, hast du gewusst, dass es eine Spinne gibt, die wie Vogelkot aussieht und auch riecht? Wie? Die Spinnen spinnen sogar kleine helle Seidenfäden und platzieren teils Insektenreste darauf, um den Eindruck noch zu verstärken. Besonders verrückt, halt die fest, sie verströmen auch einen Geruch, der Fliegen aktiv anlockt. Und das ist in der Natur eine seltene Kombination aus visueller und chemischer Täuschung. Sheesh. Ja. Krass, ja. Also, und wie heißt die Spinne? Das steht leider nicht dabei. Das ist blöd. Ja. Peinlich. Naja, werde die Redaktion noch mal rügen, aber so ist. Zuckerbrot und Peitsche. Ja, ohne Zuckerbrot. Ja. Oh, Harry? Oh. Ich kriege gerade einen Anruf. Da muss ich mich kurz entschuldigen. Ich hoffe, Cordula, dass du es endlich weißt. Wir sind letztes Mal schon 3,5 Stunden dran gehockt. Was war deine Lösung? Cordula, streng dich an. Ja, ist es Habicht? Nein, es ist nicht Habicht. Ich frage mich die ganze Zeit, wie der Habicht reinpassen soll. Hier ist B, das ist Brand. Wo passt der Habicht rein? Das frage ich mich auch. Egal. Anscheinend ist Cordula ein bisschen... Nächster Anrufe, danke Cordula. Regie sagt, es ist schon jemand drin. Jawohl. Hallo? Sag mir, was du anhast, du geile Oh, sorry, das war wahrscheinlich meine Mom. Aus der Leitung, Mom. Ich hab gesagt, du sollst nicht mehr anrufen. Ich schreibe dir, wenn ich heimfahre. So, nächster Anrufer. Komm. Hallo? Ja, hallo? Der Buchstabe Y, ist das das? Ja, genau, es ist Y. Es ist Biarisch Brand, oder wie? Bist du scheiße dumm? Wer macht denn Bist du scheiße dumm? Wer macht denn die ganzen Reels, hä? Wer macht eigentlich Social Media? Wer macht denn das? Biarisch Brand! Ab und zu frage ich mich, ob meine Mom die einzige Frau war, die einen halbwegs intelligenten Menschen auf dieser Welt scheißen hat. Es ist nicht Biarisch Brand! Es ist Borisch Brand! Borisch fucking Brand! B-O-A-R, andere Buchstaben Brand! Checkst du das? Seid ihr scheiße dumm? Ja, ich nehme euch die Antwort ab, weil sonst sagt's wieder Habicht! Ei. Ja, was soll ich sagen? Die Leute werden nicht. Das habe ich mitgekriegt. Ja. Lösungswort so einfach, gell? Ja. Also wirklich. Easy. Naja. Boris Brand. Noch nie gehört. Ich habe gedacht, dass es eigentlich klar ist. Ja, hätte eigentlich jeder wissen müssen. Ja. Kleiner Wochenrückblick, was war? Wir waren in Muttergefickten Unterasried, oder? Ja, Unterasried, genau. Genau, da haben wir unseren ersten, haltet euch ihr jetzt fest, haltet euch wirklich fest, und zwar irgendwo, wo es euch wirklich nicht umhauen kann. Er nimmt sich bei die Hände und macht sich an der Wand fest. Mit Fühlt sich ein bisschen an, jetzt weiß ich, wie sich die YouTuber immer fühlen, wenn sie irgendwie so ein offizielles Statement abgeben, wenn sie wieder irgendjemand vergewaltigt haben oder sowas und das reinwaschen wollen. Wir haben unseren ersten Gig komplett nüchtern gespielt in dieser Saison. Ich habe nicht gewusst, dass du so eine Bombe platzen lässt. Okay. Ja, es war eine ganz tolle Erfahrung. Ja, Wiederholungswert. Gleich 0. Ja. so. Ja,
Nein, es war anstrengend, weil wir waren sehr, sehr lang da. Wir haben um 2 schon Soundcheck gehabt, Ja. 2 Uhr nachmittags. Also 14 Uhr Ja, und unsere quasi. Auftrittszeit war um 2 Uhr nachts. AM. Ja, was normalerweise 12 Superstunden sind, um sie 6 im halbe gemütlich eine. Richtig wegbürsteln. Ja. Und dann schon wieder nüchtern nur werden, um auf die Genau. Bühne zu gehen. Normalerweise hätten wir wahrscheinlich so bis um 6, 8 gesoffen. Pipapo. Dann hätten wir uns 2, 3 Stunden hingelegt Ja. und dann waren wir hingegangen und hätten weiter gesoffen. Ja. Hätten unsere Show gespielt und hätten dann noch richtig gesoffen. Oh ja. Weil eigentlich, nicht eigentlich, das Festival war ja richtig schön groß aufgezogen, würde ich jetzt mal sagen. Also an sich geiles Festel auf Ja. jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren, gab alles, was das Herz begehrt. Ja. Viel Alkohol, Gute Semien. gute Semien, Hotel war ja. Alles Sauna. in allem eigentlich großartig. Sauna Gell? im Hotel. Sauna im Hotel, Wir waren in der Fitnessstudio. Fitnessstudio. Ja, das war sehr öko war, Naja, Dampfsauna. aber was willst du machen? Hey, Ja, war geil. aber so war unser Tagesablauf dann, dass wir Soundcheck gemacht haben. Der Hirs und der Mike, unsere Bandmusiker, haben schon ein bisschen was getrunken. Die waren auch on fire gewesen und haben es gar nicht fassen können, weil es war das erste Mal, dass sie überhaupt, glaube ich, erlebt haben, dass wir gesagt haben, wir trinken nichts. Sie haben erst gedacht, das ist ein Scherz. Das war aber Aber- gleichzeitig das erste Mal, dass die beiden mehr als 1,5 halbe getrunken haben. Ja, schon, ja. Möchte ich nur nochmal. Das ist auch wieder wahr. Bin ein bisschen butthurt. Ja. Kurze Begründung, warum wir es machen. Man kann sagen, dass wir eigentlich seit letztes Jahr, wo wir in Thailand waren, eigentlich durchgehend gesoffen haben. Und zwar nicht so normal, sondern so lebensbedrohlich gesoffen. Ja. Die ganzen Auftritte, die ganzen Geburtstage, einige Hochzeiten, auf denen wir waren. Ja, also da ist schon viel Saufbares passiert. Ihr kennt ja die ganzen Veranstalter fragen, die wo dann häufig, wenn das Festlein schon vorbei ist und wir noch irgendwo hocken mit den Veranstaltern, dann haben wir gesagt, ja, ihr seid schon echt ein paar Feichtige. Also, ja, schon, ja. Sowas ist aber eine Ehre. Da Ja, freut klar, man sich klar, einfach, ja. wenn man sowas hört. Haben wir gesagt, wir machen das ganze Jahr, dass wir das machen können. Also wir haben den Lifestyle ja gewählt, Ja. jetzt mit der Filmproduktion und dem können wir uns ja so verhalten, wenn wir jetzt eigentlich auch relativ sind. Ein bisschen im Internet ein bisschen zurückhaltender. Ja, auf jeden Fall. Weil Aber manche Wörter lesen die Leute immer noch nicht gern. nein. Dann schreibe ich halt doofe Nuss. Ja, schon, ja. Aber egal. Genau, das kurze Exkurs, aber keine Angst, im Mai geht es wieder ganz normal weiter. Also im Mai müssen wir halt doppelt so viel Ja. saufen. Und ich habe auch schon, ich schaffe auch nicht den ganzen April, weil ich schon vor langer Zeit Ende April eine Lotze gebucht habe mit ein paar Spätzl. Ja, das ist doch schön. 26. bis 28. Also das ist eigentlich der ganze April schon gewesen. Ja, Von dem her. also bitte. Ja. Wenn das, ja, Und da habe ich auch Geburtstag, von dem her in dem Zeitraum, da muss ich dann fast was trinken. gut, das geht nicht anders. Das ist halt ein Gesetz. Das wisst ihr selber, das muss man eigentlich nicht erklären. Wenn du auf Malle bist, dann ist Ja. egal, ob Alkoholpause ist, ob du krank bist, Ja, scheißegal. Da weggesoffen. Da zählen unsere irdischen Gesetze nicht. Na, Sogar wenn du so streng gläubig bist und so in deiner Religion heißt Alkohol komplett tabu, gehst du da hin ja, und da gehst du eine und hier Säule für mich. Genau. Und zwar die teuflischste, die du hast, mein Freund. ja, da sagt nämlich dein Gott, Schrägstrich Entität, Ja. sagt na, Bro, yo, genau so kehrt sie das. Jetzt, in diesem Moment. Ja, Leg los. du ehrst mich viel mehr, indem du jetzt halt die komplett behindert saust. Ja, natürlich. Musst Ja, gottlos. ja. Wie war es für dich nüchtern auf der Bühne? Ja, ich muss sagen, es ist schon irgendwie ein Unterschied, Ja. aber die Uhrzeit hat es irgendwie, also die Uhrzeit war, glaube ich, ein bisschen schuld, dass die Leute schon ein bisschen durch waren. Ja. Und wenn die Leute weniger pushen und du selber auch noch nüchtern Ja. bist, also ich habe mich nicht ganz so, wie soll ich das sagen, so energetisch gefühlt wie Ja. sonst. Aber trotzdem natürlich durchgezogen. Ja. Ihr ja auch. Und war ein komisches Gefühl. Also, Ja. Ich finde auch, du hast viel Entertainment gemacht diesmal. Du bist da oft mal viel. Klar, wahrscheinlich auch, weil du mal ein bisschen Platz gehabt hast. Auch. Erstens das und zweitens habe ich ja viel Zeit gehabt, weil ich nicht gesoffen habe. Stimmt, ja. Normalerweise musst du die ganze Zeit Stimmt, schauen, wo das Bier jetzt hinstellen, ne, dann halt nicht. Und auch die ganzen Biere, die du für mich immer aufmachen musst. Und Ja, schauen, das- dass ich nicht dein Bier trinke. Ja, das ist Aber es ist jetzt besser geworden, gell, seitdem wir Ja. den Bierhalter haben. nicht schlecht. Ja, und dann, ja. Ich muss auch sagen, es gibt einen Vorteil, je nachdem, wie das Konzert ist, es ist ein Vorteil. Aber wenn du nüchtern bist, nimmst du das Ganze viel mehr wahr. Also du bist viel mehr, du erlebst das intensiver, also klarer.
ich kann mich mehr auf die Leute konzentrieren. Wenn ich besoffen bin, bin ich schon so ein bisschen in meinem eigenen Film. Ja, da ist man dann in seinem Tunnel irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja. Und dann ist das eigentlich, ja. Ist aber auch cool. Also ist beides cool. Ja, Also gelber, frisch aufgemacht. ich lass die gleich. Willst du leicht mal, ja. Okay, hoppala. Brisal. Für den nächsten Podcast bereite ich einen Schnupfspruch vor, aber ich kann nicht immer die gleichen sagen, deswegen halt kann. Jetzt habt ihr es gehört. Ja, Aber dann. Warte jetzt. dann noch. Daddy. Oh, Dankeschön. Schreibt es in die Kommentare auf nur irgendwo. Na, aber dann da das so festlegen. Vielleicht machen wir in Zukunft vor die Auftritte so eine Art russisch Roulette. Ja. Und wenn es die trifft, dann darfst du nichts saufen. Oh, ja. Nein, auf keinen Fall. Also das war dumm. Ja. Es gab halt nichts Dummes. Da hat extremer in Stimme, also da hat einen immer auf jeden Fall extrem runterziehen. Es hat einen runterziehen, aber was glaubst du, wie froh du bist, wenn es die nicht erwischt? Ja, stimmt, aber naja, ja. wo der es erwischt kann. Und alles helfen. Boah. Ja. Ich glaube, wir sind da was auf der Spur. Ja. Naja. Ja, dann Auftritt, sagt, Ja. paar Leute waren noch motiviert, paar Leute waren auch schon mehr im Baumodus, muss man da an der Stelle ehrlich sagen. Was aber auch wie völlig, gesagt, ja, völlig nachvollziehbar ist. Um die seit Uhrzeit. 8 sind die Leute beschallt worden von mehr oder weniger Coverbands, sage ich jetzt einmal, die wo schon ein eigenes, also so die Trogler schreiben ja Sachen und so. Ja, die haben aber richtig Bock. Ja. Und es ist schon anstrengend. Also ich meine, das sind ja dann 4 Stunden, 6 Stunden Dauerbeschallung fast mit immer so einer Viertelstunde Umbau. Ja. Und bei den Coversongs grölt ja jeder mit, davon ausgabst die kompletten, dann kommen wir. Und du stehst einfach nur da und denkst, wann spielen sie endlich Meister Eder? Ja. Ja. Oder Bauwagen, das haben Bam. wir relativ früh gespielt. Spoiler, ziemlich spät. Ja, schon, ja. Ja. Aber mir ist ein kleiner Fauxpas passiert. Okay. Ja. Wir haben bei Gut Weiter in der Regel jemanden auf der Bühne und der junge Mann war, wie soll ich sagen, er war gerne auf der Bühne und ein bisschen, ich sag, schwierig zum Handeln. Also er war schon recht besoffen, ich weiß seinen Namen auch nicht mehr. Also er war besoffen, ich ja nicht. Das war das Problem. Auf jeden Fall habe ich ihn aber, weil ich mich umziehen müssen, wie immer, ich habe mich umziehen müssen, war deswegen kurz nicht auf der Bühne und habe ihn nicht wirklich wahrgenommen. Ja. Und danach war Maskrug Exen. Und da muss ich ja, oder darf ich immer Leute auf die Bühne holen, die halt sich unserer Bruderschaft anschließen können, wenn sie es schaffen, eine Masse schneller zum Exen wie der andere. Und ja, ich habe den Typen halt null im Blick gehabt und habe dann den gleichen wieder auf die Bühne geholt, der gerade eben schon von den Securities runtergebracht worden ist. Und ich glaube, die Securities und der Kitty und da halt auch haben, denke ich, gedacht, dass ich es einfach nur verarschen wollte. Ja, ich muss dazu sagen, die Leute sind am meisten besoffen, wenn sie hochkommen. Das begrüße ich ja, dafür Ja, machen klar. wir die Musik ja. Dafür sind wir Aber da. der war teilweise ein bisschen übergriffig und das ist was mich nervt. Also wenn Ja, man dann, mit deinem Bier. Das, er hat eher ein Bier gekriegt, obwohl was nicht vorgesehen war in diesem Teil der Show. Ja. Hat er ein Bier gekriegt und hat er mir die ganze Zeit, auch während dem Rappen, immer ins Ohr geredet, der will ein Glasl, sag und ich. dann schüttet er einfach bei dir ein. Ja, dann hat er einfach mein Glasl was reingeschüttet und wenn das du aus meinem Glas trinkst, ist mir das scheißegal, aber ich will keinen Fremden, Also keine weißt du Ahnung, was nicht. der vorher im Mund gehabt hat. Ich weiß nicht, wie viele Arschlöcher der gerade eben erst Ja, gelegt hat. schon, bei dir war es. Ja, alle. Ja, Also, das finde ich ja schön. Na, also, kannst halt machen. ja. Naja, genau, das war das eine. Dann hat er es beim Alter auch noch gemacht. Er hat Oh, den das- Rest seiner Flaschen hat er dann da reingeschüttet. Also, Das war dann das nächste. Und dann wollte er halt einfach nicht gehen und hat die ganze Zeit an mein Mikrofon noch nicht gelangt. Und das waren ein paar Sachen, die mir, was selten passiert. Also meistens sind die Leute ja sehr höflich eigentlich. wir haben es ja gerne auf Ja. der Bühne, sonst Ja, darf man es ja voll. nicht aufhören. Ja. Also, Sagt schon mal einer, hey, darf ich kurz was ins Mikro sagen und dann ist es okay, dann halt das ihm hier oder nicht. Und wenn ich dann mal, auch wenn ich sage nein oder so, nein, uns pressiert oder so, dann ist es ja cool für die meisten. Aber Ja. ich wollte dann auch nicht mehr gehen. Ja, hat man gedacht, hey, Ja, der aber- muss nochmal auf die Bühne, der Mann. ja, aber da hat das Schicksal hat sich da gleich gerecht an ihrem Kammer hat zugeschlagen, weil man hat es in die Aufnahmen gesehen, anscheinend war wirklich ein kleiner Kronkorken im Maskrug und er hat den Maskrug gegext und dann hat er den Bier verschluckt. Ja, und dann hat er aber auch, was natürlich blöd ist, aber er hat so oder so verloren. Ja, Und dann wollte er unbedingt ein Rematch. Ich will Kronkorken, das ist jetzt verpiss dich. Alter, du hast das so schlecht gemacht. Ja, Der Kronkorken kann gar nicht so viel ausgemacht haben, wirklich. No. Na, also war keine bewusste Sabotage, aber ja. gottgegebene. Sonst haben wir am Montag ein Musikvideo gedreht. Yep, beim Drops. Beim
Drops in Bad Hölz. Drops. Trops. Ja, in Dates. Geiler Typ. Getränkegarage. Richtig entspannter Dude. Ja. Geile, schöne Getränke gemacht, hat sich wirklich Gedanken gemacht. Ich bin immer gern dort. Ja. Und genau, schön. da hast du die Rolle deines Lebens gehabt. Eine der Rollen meines Ja, Lebens. stimmt. Kommissar Harry war da. Kurz, wer es noch nicht gesehen hat, der Harry spielt einen ein bisschen unmotivierten, stark Nikotin- und alkoholabhängigen Polizisten. Also ich spiele einen Polizisten, Ja, genau. ansonsten spiele ich mich. Ja. Und ja, den Rest müsst ihr euch anschauen. Aber coole Rolle. Ein Fan von uns hat uns da so eine kleine Idee geschickt, die haben wir da umgesetzt. Und Ja, schaut es euch an. ja, das Musikvideo ist rausgekommen, Song ist draußen. Und ansonsten, fällt dir noch was ein? Jetzt muss ich kurz überlegen. Die Woche, boah. Ja, du bist voll drin im Boris Brand, muss man sagen. Ja, also ich bin aktuell Marketing. viel am Boris Brand rödeln. Ja. Genau. Kleine Werbung an der Stelle, falls ihr Unternehmen habt und cooles Marketing braucht. Boris Brand dafür euch am Start, habt vorher schon in der Werbung gesehen. Werbung, Entschuldigung, ja. spontane Quiz schon. Ja. Oh, das ist ja ganz gut. Eigentlich ist schade, dass der Tobi da auch nicht da ist, weil es ist eine Ekelfolge, das ist das Thema der Woche. Und der Tobi ekelt sich viel schneller wie wir. Ja, vor vielen Dingen. Ja. Erste Frage ist, was findest du besonders eklig? Also, das ist die ganze Frage. Ja, du kannst schon unterteilen. Ja. Unter Freunden, mit der Freundin, was mit Fremden. Ach so. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich finde Spucke richtig widerlich. Ja, Also, wenn ich keine Ahnung, jetzt stell dir mal vor, du scrollst gerade durch, das ist jetzt ein fiktives Szenario, ja, Pornoseite deiner Wahl. ja. Und dann ist da irgendwas, wo sie zwei Damen gegenseitig in den Mund rotzen oder sowas. Das finde ich super widerlich. Ja, bin ich auch kein Fan. Ja. Muss ich auch dazu Aber sagen. das ist was, also ich weiß nicht warum. Mir ist, also jetzt wieder außerhalb von diesem Porno-Kontext, mir ist wurscht, wenn ich sehe, dass jemand blut. Mir ist, ich weiß Begrüße nicht. sogar. Ja, klar, natürlich. Aber so, ich weiß nicht, Spucke finde ich irgendwie, also so, wenn jetzt einer Ja, so wegrotzt, ist mir wurscht, aber dieses so, oder so, das Ja. finde ich, weiß nicht, finde ich so eklig, wenn das so. ja, was ich extrem eklig finde, sind bei Fremde und auch bei Freund, da ich sogar bei meiner Partnerin und oder Partner eklig finden, ist, wenn das Glas sehr dreckig ist und da schon Breckerl oder sowas drin, Oh wenn ja, man das boah. saufen ist. Ja, da mit meiner Schwester, die hat das Kind, hat so Brezen genuckelt die ganze Zeit und hat dann wieder aus dem Glas getrunken, das war dann alles da drin. Das hat mich geprägt, seitdem kann ich jetzt mal kotzen, wenn ich sowas sehe. Auch ganz schlimm, ich weiß, das machen viele Eltern, aber ich muss jetzt mal kotzen, wenn ich das wenn die sehe. so Wenn das so anlutscht, die Brezen, und dann, dann fällt das fressen so, die dann den- fressen die denken, mir, was ist mit dir los? Also ich liebe mein Kind wahrscheinlich, falls ich eins habe, dann, aber das, egal was, das kann ich nicht machen. Genauso finde ich auch, Ja, das finde ich schlimm. ja, bin ja auch ein großer Tierfan, aber ich bin ja nicht so ein Fan davon, wenn Hundearm so im Gesicht Ja. rumschlecken, mag ich auch nicht. So gern, finde ich auch Also eklig. da mag ich es nicht gern, aber wenn ich sehe, dass jemand so seinem Hund ein richtiges Bussi gibt, also so Zunge vom Hund und du bist, denke ich mir auch so, Bro. Ja, ja, Also klar ist dein Ding, aber das ist schon widerlich. Ja. Also, boah, ja. Weil ich weiß halt genau, der Hund hat halt noch mehr Scheiße gefressen wie ich. ja, schon. Ja. Noch mehr Arsch. Das finde ich eklig. Ja, das stimmt schon. Boah, jetzt muss ich überlegen, was noch? Ich finde es auch, also es macht mich fertig, wenn jemand mit vollem Mund spricht. Ja, Das mag ich auch gar nicht. Finde ich nicht eklig, das macht mich aggressiv. ja das schluck ich erstmal Ja, runter. es gibt da manche Leute, die also ja erst was ins Maul stopfen und dann Dann reden. ist Rien Ja, anfangen. Ja, das ist geil. Ja. Also ich verstehe schon, wenn es jetzt gerade so, bist gerade in einem, wie nennt man das, aufregenden Gespräch oder sowas in der Art. Ja. Und dann möchtest du unbedingt was sagen, dann schiebt er den Scheiß auf Zeiten und hält er die Hand vor und sagt, ja, so was. Ja. Sag ich, okay, geht noch, aber kaum nicht weiter währenddessen. Ja, da bin ich bei dir. Ja. Das ist ja eher nervig. Also es ist irgendwie widerlich, aber eher nervig. Ja. So, ja. Ja, ich finde Kinder insgesamt oft eklig. Also die, klar, ich selber gemacht natürlich, wenn die Rotze die ganze Zeit läuft. Ja, und dann, Ja. ich weiß noch genau, wie es schmeckt.
Jetzt weil ich möchte gestern ich's auch Schnupfen wieder gehabt habe. Ich weiß auch, wie es schmeckt, weil Ja. du gestern Schnupfen gehabt hast. Aber ich habe auch Angewohnheiten gehabt, auch bis ins mittlere Erwachsenenalter, was viele Leute eklig finden. Beim Hoodie habe ich immer dieses Bundle ins Maul genommen. Das ist ja auch eklig. Das finden auch viele Leute Ich, widerlich. ich habe das manchmal, ich erwische mich manchmal nur, weil ich die Spitze quasi nur zwischen die Lippen habe, weil es ist noch nicht ganz weg. Ja. Aber ich kau nicht mehr drauf rum oder sonst irgendwas so drin und dann denke ich mir, fuck. Ja. Fuck. Bei manchen du bist so doch Urban- keine 5 mehr, du bist ja schon 8 oder so. Ja. Ja. Bei manchen so Urban Classic Hoodies war da vorne so eine Kapsel drauf. Und dann habe ich aber die Kapsel aufbissen und das wieder draufgedruckt und dann wieder von vorne angefangen. Ja, Aber das, glaube ich, liegt einfach an meinem ADHS. ja, klar. Letztes Mal beim Kevin auf dem Geburtstag haben sie mich auch gefragt, ob ich irgendwas habe, weil ich die ganze Zeit da geguckt bin. Da war so ein Backel Batterien, wo halt 3 heraus waren und ich glaube 3 Stunden durchgehend. Dann ist wieder so Scheps runter, dann wieder. Ich werde, wenn du sowas nicht machst, dann kicken halt sofort irgendwelche wie heißt's, die, Beckennamen. ja, hier. Wir kennen Flashbacks. Flashbacks, Flashbacks kicken dann sofort. Naja. Du musst die irgendwie beschäftigen, irgendwie ablenken. Ja, mit PTSD. Ja. Ja, Warte, ja, glaub schon. PTBS. PTBS. Nein, das ist das deutsche PTBS. Ja, Nein, wurscht, gell? ja. Ah, posttraumatische Belastungsstörung. Ja, Aber auf Englisch weiß ich nicht mehr. ja, wurscht. Wir sind in Deutschland. Na. So die Gerüchte, ja. Was gibt es sonst noch, was ich eklig finde? Boah, also ich bin halt auch leicht, beim Essen bin ich leicht zum Ekeln. Ja. Da ist halt auch, also ich meine, du machst ja gerne mal Garnelenmittag oder Ja. sowas, da bin ich mittlerweile, aber das hat mich früher tatsächlich auch wieder. Ja, verstehe. Das sind eigentlich noch Meeresinsekten. Und ich weiß nicht, das ist jetzt völlig cool, aber ich weiß nicht, wenn man Raclette mache zum Beispiel Ja, und da sind halt dann ein Haufen von denen und da ist mein Fleisch und wenn sie das, weil dann schmeckt es ja danach. ja, ja, verstehe. Ja. Also es darf schon auf demselben Ding liegen. Es gibt Ja. ja Leute, die sagen, nein, das darf nicht mehr in der Nähe von meinem Essen sein. Ja. So, das finde ich dann irgendwie eklig. Ja. Oder wenn halt, ich glaube, das sind das dann auch Garnelen, die wo du selber noch, manchmal, keine Ahnung, bist in Italien oder so, dann ist auf Ja. der Pizza noch das ganze Viech, wo es noch komplett Ja. zerlegen musst und sowas. Das finde ich ja zum Zuschauen echt widerlich. Na, im Endeffekt ist es ja eklig eigentlich. Ja, Wenn es Gott, ganz nüchtern betrachtet, ist es eklig. ganz nüchtern betrachtet, aber Ja. wenn's, Oder kann man natürlich Meeresfrüchte, weiterspinnen. oder? Dann schöner Name. Ja, stimmt. Ich glaube, wenn es Ich mag Meeresinsekten heißen, dann es weniger essen. Ja. Ja, das finde ich also optisch halt widerlich, aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist er wahrscheinlich ein Salami auch eklig Ja. oder sowas. Aber das sehe ich Oder halt nicht. Ochsenmaltaschen, Salat. Salat. Ja. Ja. Ja, das- gut, Klassiker. Also, wenn es halt auch öffentliche Toiletten, die komplett vollgeschissen Ja. sind und vollpisst, finde ich das auch eklig. Ja. Und ich hasse jeden Mann. Und wenn du so einer bist, wünsche ich mir, dass du stirbst. Genau, Piss nämlich. Also, Ja, aber ich glaube, du willst es genau das sagen. Wenn du zum Pissen gehst, weil du denkst, der Schwanz ist viel zu klar, dass du die da mit ein paar Typen in die Reihe stellen kannst, dann tu diesen verfickten Deckel hoch. Ja. Und auch den Tu Sitz. Also, Es gibt nämlich Leute, die müssen manchmal zum Scheißen. ja. Und die können da nicht einen Helikopter machen. Erstens, weil es lang dauert und zweitens, weil eine sehr dicken Beine, aber wenig Muskeln haben. Und deshalb einfach an der Erschöpfung erliegen. Ja. Ja. Und dann landest du in der ganzen Pisse. Ja. Nein, finde ich ja ganz schlimm. Ich verstehe Ja. es auch nicht. Nein. Weil, ich meine, du musst das selber irgendwann einmal vielleicht zum Scheißen und dann denkst du, oh fuck, alles ist vollpisst. Geh auf das Klo und hinterlass es so, dass sich der Nächste nicht komplett gleich von oben bis unten vollkotzt, wenn er das sieht. Alter, ich hab so Zeiten gehabt, da wenn ich zum vollpisten Klo, weil da hat es keine Pissoirs oder so gegeben, Ja. dann, wenn ich zum vollpisten Klo gekommen bin, aber selber nur pissen müssen, dann habe ich das Ding sauber gemacht, alles hochgeklappt, damit der danach nicht denkt, dass ich das Ja, alles vollpisst ja, habe. ja, so, ja. ja. So, ja. Zwangsneurosen. Na, klopft doch nicht mehr dreimal an die Wand. Ja, genau. Und dann schächte ich nur scharf, einfach nur für einen guten Vibe. Ja. Na, Ja. also, Bei Frauen finde ich nichts eklig, also bei meiner Partnerin. Außer das Anspucken. Gibt es aber letztes Mal ein Video gesehen, gibt jetzt auch viel so Bars, wo es da, oder so eine Barkeeperin, wo du was exen musst, Ja. dann spuckt sie dir erst den Mund, dann machst du den Mund, dann kriegst du Fotzen, dann machst du den Mund auf und spuckt da im Mund. Denke ich mir, die Watschen, Alter, bing. Ja. Aber dann, ja, sage ich ja. Nein, finde ich auch nicht nachvollziehbar für mich. nein, es ist ich glaube, das ist so over the top. Da musst wahrscheinlich, da darfst nicht nur besoffen sein, da muss noch Ja. irgendwas anderes im Spiel sein, dann ist es bestimmt lustig. Ja. Aber ja. Gibt es irgendwas, was andere Leute gern mengen, du aber eklig findest?
Also ja, Meeresfrüchte wahrscheinlich, Ja. gibt es nur Leute. Aber ich glaube, es ist auch so 50-50. Also da verstehen die Leute, wenn man es Ja. nicht mag. Aber Nein, also wo glaube ich viele Leute, auch die, wo so Garnelen fressen mitgehen, sind Muscheln. Muscheln mögen viele nicht, schaut auch echt eklig aus. wirklich wild. Ja. Gell, da mit Schnecken oder so bei nicht anfangen. Aber ich denke halt sofort ans Essen. Gell. Ja. Irgendwas, was andere Leute Ja, mögen. eklig ist das falsche Wort, aber ich hasse Styropor. Ich mag das Geräusch nicht, was Styropor macht. Wenn ich Styropor berühre, kriege ich Gänsehaut. Ah, okay. Habe ich von meiner Mom gehabt. Habe ich früher nicht gehabt, das Problem. Aber jetzt seit Ü30 kriege ich richtige. Jetzt kommen die Schübe. Ja, schon. Ja. Ja. Na, muss ich echt überlegen. Ist halt auch Es gibt schwierig. gewiss viel Zeug. Ja. Aber, Das war ungewöhnlich, weil ich glaube, viele Leute Styropor einfach nur egal. ja, also mir ist Styropor Ja. egal. Ähnlich dem her- ist es mittlerweile, auch, wenn ich ein Pfirsich ist, mit dieser rauen Haut. Ah, okay. Ja, mag ich auch nicht mehr. Da ist bei mir nur das Problem, wenn ich reinbeiße und dann treffe ich auf den Kern. Das finde ich irgendwie Ja. schlimm, weil das dann so mit dem Zahn da drüber kratzen oder Ja. so. Das, aber Ich finde es insgesamt eklig, wenn Menschen in der Öffentlichkeit rummaulen. Also, ja, also richtig ja, also egal, jetzt so gegenseitig aufessen. Männer mit Frauen, Frauen mit Männern, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, voll geil. Ja, klar, Frauen mit Frauen, super. Die können sich ja gegenseitig im Mund spucken. Gestern erst wieder ein Video gesehen, wo 2 Frauen. Also, es war hier Social Media, gell? Wir sind jetzt schon wieder auf dem Porno-Thema. 2 Frauen, aber das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesehen, schön an einer Wurst nuckeln, dann beide wieder raus und dann schieben sie es am Mo hier und der frisst. Ist wohl so. Und die Frage dazu war, ob man Polyamorie begrüßen würde, also ob man mehrere Frauen nehmen würde Ja. als Partnerin. Und dann denke ich mir, ja, wenn es mir Wurst in Ruhe lässt. Also, ja, den brauche ich selber, ja. Bro. Ja, Finger weg von meinem Autosenf. Autosenf. Ja. Weiß nicht, was finde ich sonst noch so eklig? Ist Ja, ist ja. schwierig. Also, mir fällt halt, also, es gibt sau viele Sachen, die Leute mengen und die ich nicht mag, aber eklig oder so. Was mengen die Leute, was ich nicht mag? Viele Leute mengen Dunges. Das mag ich nicht. Das finde ich ja eklig. Dunkles Ja. Weißbier. Aber Ja. Dunges? Da Nein. haben wir schon gerostet, wenn wir mal eklig sagen. Das ist ja auch so ein Preisenwort eigentlich, oder? So kreiselig. Stimmt. Ja, gut, aber Ja. steht er da, oder? Ja, schon, ich lese nur vor. Ja. Und unsere Redaktion ist jetzt nicht urbayerisch, würde ich Nein. sagen. Also, gebürtig, Ja, vor allem so halbe Österreicherin. Also halb. ja, Naja, nein, dann sagen wir jetzt geislig. ja. Oder Baby. ja. Popel fressen, auch ganz schlimm. Das ist widerlich, ja. Aber ja, esse ich Kreislig. ja oft, habe ja schon mal jemanden in unserer Gang beobachtet, wie er das gemacht hat. Wen? Ich möchte es nicht öffentlich sagen, aber kein beschreiben. aus dem Näheren. Beschreib. Klar, So, das ist verstehen die Leute nicht. ja, ich glaube, nein, das ist. Okay. Ich glaube, was nicht mehr, wenn ich den Namen sage, wahrscheinlich. Ja, das finde ich ja stimmt. ganz schlimm. Ja, also, ich meine, klar, er erkundet seinen Körper, Ja, aber hey. was machst du ekligs, wenn du allein bist? Ich glaube, permanent dann fahren lassen. Oh ja, ich glaub, das- das dann leider als eklig definieren. Ja, manche. Ja. Manche dann, das kreislig definieren. Ja, also doch, da gehe Ja. ich mit. Also Skiern fahren lassen Ja. oder mehrere. Ja. Aber was noch? Es ist so schwierig. Es ist wirklich Ja, ich glaube, schwierig. in der Nasenbahn, so, also ich höre mir dann schon vorher Ja, Tempo, ja. aber wenn ich habe immer zu den Nasen, Ja, da wird halt- oder wenn ich dann geschnupft habe und merke, dass ich da wieder so einen halben Mount Everest in der Nase habe, dann werde ich schon mal Nasenbohren privat wahrscheinlich. Aber mache ich auch nicht in der Öffentlichkeit, finde ich auch sehr widerlich. Sag's nicht meiner Partnerin oder meinem Partner, aber Ja. wenn ich geschnupft habe und danach dusche, Ja, dann dann. ja. Also wird natürlich alles sauber gemacht Ja. und so, aber Ja. da wird dann schon. Also wie so einen türkischen Bart, da können wir uns alle Also ich glaube, das zählt schon mit zu den widerlichsten Sachen, die ich so mache. Und also bloß Schnupfen an sich ja. halt. Bist du in Duschen? Nein. Nein, eher nicht. Also ich darf lügen, wenn ich sage, dass ich es noch nie gemacht habe. Ja, Aber ich verstehe es auch, wenn es jetzt pressiert und du musst pissen und duschen und gleich weg, dann sage ich dann, mach es. Aber da das machen, aber meistens schaffe ich es doch noch. Bei mir ist das so ein bisschen im Gegenteil. Ich dusche in der Pisse. Nein. Ich gehe vorm Duschen pissen Ja, und ich wasche mir auch noch die Hände, Ja. bevor ich in den Duschen gehe. ja, Da habe ich mir auch schon öfter gedacht, dass wenn das irgendwer singt hat, du gehst doch jetzt in den Duschen, warum waschst du jetzt da mit Seife deine Hände? ja. Aber naja, Nein, mach ich tatsächlich auch. Ja. keine Ahnung. Sonst bin ich so ein dreckiges Stück Scheiße. Und Oh ja, das muss. Ja. Die zwei. ja gut, das ist halt,
Osteuropäer der Anteile mit, weil dann so ausländische Dinge machen will. Ja. 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 Sonst, ja gut, halt so autoerotische Erstickungswichsen, das finden auch manche eklig wahrscheinlich. Ja, also das, wenn jetzt schon kreislig ist. Ja. Ah, jetzt aber. Oder so eine Kottransplantation. Ja. Ja. Die habe ich letztens gedroppt und ihr habt euch gewundert, dass ich drüber rede. Das war das was jeder kennt. Ja. Da Ja, ist das stimmt, ein Ding in manchen. Ja, jetzt sauft man nichts. Vielleicht sollte man dann im Mai Eigencode-Therapie machen. Ja. 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 Und ich glaube, dann fange ich ja an, in der Dusche zum Pissen auf meine Firs, weil Und das zum Scheißen. desinfiziert ja. Ja. Ja, klar. Da habe ich damals im Footballverein gehabt. Der regelmäßig hat der Videos geschickt, wenn er irgendwelche Duschen scheißt, in Hotelduschen und sowas. Okay. Und ich weiß, das war sein Ding. Dann haben wir ein Video gekriegt, wie er in die Wüste geschissen hat. das war Ja. geiler Typ. Ja. Verstehe mich nicht falsch. Aber Das ist schon irgendwie witzig. Ja, ja gut, ich habe auch damals vor ein paar Spätzl schon einen Check in the Box gekriegt, weil man auf dem Festival in einen Schulkarton geschissen hat. Ja. ja, ist lustig. Ein Aber dann damaliges- manche sagen, es ist ja. kreislig. Ein damaliges Los Brutalos-Mitglied hat es nicht mehr geschafft, vom Ortsschüttel mal bis zu mir heim zu fahren. Ist dann schnell raus, hat sich in den Kieshaufen gestellt und hat eine ellenlange Scheißwurst geschissen. Er war fast zusammengefallen wie ein Brezen. Also Oh. war schon ein Einer. Aber, Hey. ja, war magisch gewesen. Ja. Ich kenne die Person ja vermutlich, deswegen Respekt. Ja. Also ohne, dass ich ihn kenne. aber- Ja. Was ist das Ekligste, was wir voreinander gemacht haben? Ich schätze, dass das dann wahrscheinlich irgendwas. Ja, die Adelmaß, gleich war schon doch, eklig. die war schon reidig. Ja. Ja, Weil wir pissen regelmäßig irgendwo hin ja voreinander. ich hätte aber- gesagt, also wenn Ah, das man ist jetzt ja da nicht halt auch eklig. hier sitzen darf, dann darf Ja. er wahrscheinlich irgendwas von irgendeinem Scheiß verzeihen. Ja, schon, ja. Ich will in eure Kackepartikel. ja, also, Ja, boah, schwierig, ne? Also Adelmaß war schon saureidig. ja. Also, sonst, also ich meine, du hast gefilmt, wie ein Staubsauger gefickt hat. Ja, es war geil. War Ja. nicht eklig. Okay. Na, dann. Ich darf jetzt Ich einfach weiß nicht, ob es sagen, manche als eklig definieren, da letztes Mal, wo wir vom Konzert heimgefahren sind, wo wir dann gemeinsam scheißen gegangen sind. Oh, das vielleicht in doch. der Das, Raststätte. aber das war wirklich ein reiniger Schiss. Ja. Da muss man schon sagen. Ja, nach Passau. Ja, also da waren wir schön in der Kabine nebeneinander. Also war schon eine dünne Holzwand dazwischen. Ja. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es nicht da ist. Ja. Weil das war so ein inniger Moment. Nein, war magisch. Ich glaube, wir haben selber die ähnliche Konsistenz gehabt mit dem Ja. Schiss, ähnliche Tonalität im Abgang. Ja, war schön, immer kurz keinen fahren lassen, dann kam von dir was. Flagge Retour. hochhalten. Ne? Ja, schon, ja, man hat gewusst, Ja. da ist noch jemand da. Genau. Man ist nicht allein. Ja. Kennst du das, wenn du ab und zu scheißt und du kriegst so Gänsehaut? Ja. Vor allem, das geht mit so einem Frösteln. Ja. einher, gell? Ja, es möchte der Körper irgendein Signal schicken. Und die denken mir nur so, ja. Also ich schätze, das Signal ist, mach weiter. Ja. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir zwar jetzt da hocken bei der Ekelfolge. Ja, Ja. du- Ja. Ich habe einmal Auster gegessen, das war echt eklig. ja. Also, die sind ja dann immer in der halben ja, Muschel nur drin das und ist die ja musst du roh. ausschlürfen. Ja, hast du ein irgendwie, bisschen gell? Zitrone rein. Das ist halt sausalzig, aber schmeckt halt echt wie so, wie wenn es ein Lungenharing hoch ist. Ah. Geil. Boah. Ja, also aber eklig, man ist lustig. Ja, Jeder hat sich schon mal so ein bisschen an sein Hemd pisst beim ja Pissen. am Gürtel. Am Ja. Hemd. Das da war echt. Ja klar, ist mir auch schon passiert. Ja. Volle Lotte. Da musst du halt den Abend mit einem vollpissten Hemd verbringen. Und merkst dann so, wenn du das dann so in die Lederhosen reinsteckst, wie es halt immer so leicht kalt ist. Und denkst du so, oh, hoffentlich kriege ich keine Nierenentzündung. Ja. Ah. Ja. Gibt es Sachen, wo du einen Unterschied machst bei Männern und Frauen, was eklig sei angeht? Ja, also haben wir sogar eine Sache auch angesprochen. Also, Also mit dem Mund spucken oder? ja. Nein, nicht im Mund spucken. Irgendwas haben wir vorher gesagt. Rummaulen. Ja, wobei, das finde ich in der Öffentlichkeit auch bei Frauen irgendwie nicht gut. Ja. Na, was? War schwierig. Also, natürlich, wenn eine Frau einen fahren lässt. Ja, Saugeil. richtiger Fail. Nein, das ist, also, es ist eklig. Ja. Kreislig. Ja. Beim Typen ist es normal. Aber ich weiß nicht, das ist halt. Ich weiß, Ich glaube, ich war überrascht auf jeden Fall, wenn eine Ja. Frau einen fahren lässt. nicht, ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht aus Überraschtheit lachen hat. Ja, jetzt safe, was meistens glaube ich noch fahren lässt, aber
Aber es ist schon, also das hat wahrscheinlich einfach was mit der Erziehung zum tun. Ja, Also mit der Erziehung, ich weiß nicht, wenn man das sagt, Ja, das intrinsische Sexismus. ja, das Oder so. haben wir letztes Mal auch gesagt in der Folge, keine Ahnung was, wo es um Männlichkeit gegangen ist, haben wir mehr über Frauen geredet wie über Männer. Und dass das ja so, dass bei Mädels ja immer schon, dass die darauf getrimmt werden, dass sie Eben kein hübsch sein Fahren müssen und ein sauberes Gewand haben und sowas und rein sein müssen und Burma werden halt komplett dreckig sein, so wir sind halt Burma. Ja, Und das so ist glaube ich, dass deswegen geht es halt dann schorstechnisch auch in verschiedene Ja. Richtungen. Auch wenn du das dann erlebst. Jetzt Weil wird's wenn, tiefenpsychologisch. ja, aber ich schätze, dass auch Weiber untereinander wahrscheinlich ständig anfahren lassen. Ich glaube, schätze die schon. leben im Schors. Ja, natürlich. Ja. Die haben viel weniger Kontrolle über ihren Körper. Na, stimmt, ja, die zweimal in den Arsch gefickt worden, die weiß ja gar nicht mehr, ob sie einen fahren lässt. Während es bei mir hier so, dass der Tor seinen schlimmsten Donnergroll runter schicken. Ja. Wegen meinem Fettarsch. Ja, also Ja. meine Shares müssen noch kämpfen. Ja. Ja. Komischerweise bin ich ein bisschen hetero, deswegen finde ich nackte Typen ekliger wie nackte Frauen. Gott, Meistens, also ja. grundsätzlich ja, aber da bin ich ja ein bisschen schmerzfreier wie Ja. du. Weil, Ich bin einfach nur prüde, glaube ich. Das ist alles, das haben wir schon festgestellt. Ja. Der Kid Rap und der die sind ein bisschen brüde. In meinem Ja. Freundeskreis, in meinem restlichen Freundeskreis, Ja. muss ich ja sagen, ist völlig normal, dass man mal nackert voreinander ist. ja. Völlig normal. Völlig normal, dass der angehende Arztspätzl vielleicht einmal schaut, ob alles in Ordnung ist. Ja, du einen kleinen Hodenkrebs hast oder so. Ja. Ja. Völlig normal. Ja. Aber es sind alles Saunagänger und dann, Ja. also in Deutschland Saunagänger, Ja. schön textilfrei. Und dann jetzt mal wird behauptet, ja, das ist bei die Finnen genauso. Ja. Die machen das auch so, das ist original. Nein, die sind komplett angezogen. Also nein, die sind Ja, mit dem Handtuch. Wortlosen und Ja. sowas. Ja, ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, wo ich da einen massiven Unterschied mache. Die meisten Sachen, die ich eklig finde ich bei alle eklig. Ja, das ist die Also, Sache an sich. ja. Also ich möchte, also klar, wenn ich jetzt sagen muss, pisst mir ein Typ oder eine Frau, Ja. dann soll mir lieber eine Der Frau Typ, pissen. ja, aber, Frau, ja. Genau. Aber auch da, nein, also Ja. lieber nicht. Ja, Das ist einfach schwierig. Was gibt's denn? na, das, Ich denke gerade über andere Sachen vom Körper, wie Fingernägel oder sowas, aber ja. Ja, das sind wir wahrscheinlich zu vogue, hey, das soll ich auch sagen. Ja. aber nicht. Ich finde es beeindruckender, wenn eine Frau snoost will, wenn ein Mann snoost. Ja, Aber das Snusen finde ich auch insgesamt eklig. Also, Ja, was lustig ist, weil ja, also, Rache auch. gerade von mir war das ja, also weil ich schnupfe ja viel. Ich muss schon auch sagen, ich bin überraschter, wenn eine Frau stinkt, wie wenn ein Typ stinkt. Ja. Bei Frauen, man muss dazu sagen, ich glaube, Frauen oder viele Frauen stinken nicht so schnell wie Typen. Also so, Das heißt, das braucht viel mehr. es braucht noch viel mehr unhygienisch sein und weniger, noch länger nicht duschen wie jetzt beim Typen, der wo ich möchte auf keinen Fall in Schutz nehmen. Aber ist dann doch schon eine Leistung. Ich finde dreckige Wohnungen voll dann eklig, finde meine Wohnung eklig. Das ist ja nicht immer aufgeräumt. Was halt oft mit der Sache an sich einhergeht, Ja. ist, da ja Frauen zumindest öfter mal lange Haare haben, Mhm. finde ich jetzt Frauenhaare, die rumflacken, widerlicher Ja, wie Männerhaare. ja, Aber da ist ja nicht der Mann-Frau-Unterschied, sondern ein langes Haar, das rumflackt, Ja. ist halt viel nerviger. ja, Das wärst du nicht los. ja, Die sind überall. Aber Gott, das ist ja nicht Mann-Frau, sondern einfach nur lange Haare, kurze Haare. ja. Ich finde Achselhaar bei Frauen noch ekliger wie bei Typen. Aber ja, das ist aber also so- insgesamt Achselhaare nicht Ja. so cool. finde Was ich, ist da aber- mit den Amis los? Der immer so einen Busch tatsächlich. Ja, stimmt hier, ich muss jetzt aus irgendeinem Grund spontan an Logan Paul denken. Immer, zumindest vor ein paar Jahren, als er noch vom Internet geliebt wurde. Ja, Busch ohne Ende. ja, Ja. Aber also jedem sein Busch, gell? ja, ja. Jedem sein Busch. Geht mir im Aber Endeffekt nichts wenn an. sie mir gefallen war, jetzt dann halt nicht. Ja. Okay. Ich glaube, sind wir relativ durch, oder gibt es noch irgendwas, was da spontan zum Thema Ekel einfällt? Na, also es gab halt vielleicht noch andersrum, was ich nicht eklig finde, was andere Leute eklig finden, aber da müsste Ja. mir erstmal was einfallen. Mhm. Warte, andersrum meine ich. Was Also, andere Leute schnell eklig finden, aber du nicht. also Schnupfen zum Beispiel. Ja. Ich finde es nicht so schlimm, wenn jemand in meiner Gegenwart furzt. Typen. Ja.
Sonst. Presssack, Aber ja, finde ich nicht so eklig. eh schon. Okay. Also, hier, Adelmass. Ja. Ja, das ist aber mehr das, du trinkst was und hast dann einen Brocken im Mund, was mich dann wieder zurück zu meinem Brezen-Trauma bringt. Ja. Ja. Mir ist gerade noch was eingefallen, die für das andersrum, also Ja. nicht für das andere Mengen und die nicht, Fruchtfleisch im Orangensaft. Mag ich einfach nicht. Okay. Wieder Ich glaube welche Scheiße, tatsächlich, genauso wie Stückel im Joghurt. dass ich Kinder über die Maßen eklig finde, mehr wie andere Leute. Also ich mag Kinder an sich, aber ich finde, dass die schon oft sehr, sehr eklig sind, weil sie es halt auch noch nicht besser wissen. Ja, bei mir ist Aber die, viel, also wenn so ein Baby sabbert und ich sehe das so, dann ist das für manche viele Leute ja kein Stress. Und ich so, ja, ich denke mal, halt, jetzt mach's halt weg. Nein, komm, Also ja, so, denk mal. jemand soll das wegmachen. meine ja, ich. ja, schon. Aber bei mir macht es da einen Unterschied. Ja. Also ich habe ja einen Haufen Nichten und Neffen. Ja, Da finde ich es weniger schlimm wie beim Kind, das ich nicht kenne. okay. Also ich finde es trotzdem immer, also ich habe meine Nichten und Neffen noch nicht gewickelt. Ja, nein, verweigerte ich mir. Also einmal geholfen bei meinem Neffen Ja. bisher. Aber ansonsten super ausgesessen. Kannst du Das sagen, Ganze. Nacken, Katz. Nein, ich nehme mal den Ratenschlag. Ja, schon, ja. Ja. Nein, Widerlich. das ist Ich halt, schmeiß einmal Hand durch, ich sag, mach das selber, du bist 2. sei ein Mann. Ja, sei ein Mann, Lisa. Mir ist gerade kein Madelname Ja. eingefallen. Ja, na, aber Na, okay, was isst du, was andere Leute eklig finden? 3 Sachen. 3 Sachen, die ist die andere Leute eklig finden. Also, das ist jetzt Ja, nicht weit gegriffen, aber das ist was jetzt keiner erwartet. okay. Ich friss gern die Gummibärli-Frösche da Aha. mit Schokolade zusammen. Oh, okay. Ja. Und davon voll. Ja, Also, wenn es jetzt, sagen wir mal, eine fiktive Situation, da liegt eine Tafel weiße Schokolade vor mir Ja. und eine Packung von den Dingen, dann friss ich beides auf zusammen. ja, Dann machen wir ein kleines Sandwich und frisst das. Das, glaube ich, finden voll eklig. habe ich noch nie gemacht. Das hört sich eklig an. So von meiner, wie ich Süßigkeiten erlebt habe bis jetzt. Ansonsten ist mir von außen zugetragen worden, dass es eklig ist, wenn man seine Brezen mit Nutella frisst. Echt? So zum, weißt du, also. Wer sagt das? Voll Das leicht. ist voll geil. Okay, dann. Ja. Also bei mir ist das so entstanden, dass ich halt ein Mackie-Eis gehabt habe und Pommes und habe das gemacht und dann irgendwann, Brezen geht auch. Ja. So, und dann irgendwann, Nein, das ist schon, immer schon Nutella mit Brezen. Ist dann geil, also zu viel Salz darf nicht drauf sein, wenn dann ab und zu so ein bisschen Salz kommt, dann denke ich mir, oh, geil. Dafür gibt es also doch einen Gott. aber sonst also was ich isst, was tatsächlich eklig ist, boah. Also weil, Ja, bei mir sind es Muscheln und Muscheln sind auch faktisch betrachtet eklig, weil die halt eklig ausschauen, die riechen eklig eigentlich und sie filtern Wasser, also es ist lauter Müll drin. stimmt. Aber das macht wahrscheinlich einen Und sie Geschmack heißen auf aus. Italienisch Kotze. Ja, stimmt. Das stimmt. Was mir noch eingefallen ist, ich friss gern, wenn ich zum Beispiel bei meiner Oma bin in Österreich, da ist sie nicht das verhackert. Das ist ein bisschen wie Grimmschmalz, Ja. nur ein bisschen gröber. Ja, Und das ist ja eigentlich, das ist wirklich nur Fett. ja, Und das friss ich gern auf mein Brot und manchmal tue ich dann noch einen Speck oben drauf. ja, Da kann mein Bruder zum Beispiel kotzen. Mhm. Oder ich friss halt das Fett, wenn ich jetzt einen Braun habe, oder ist ja wurscht bei so einem, Schweinsbraten oder so. ja, also beim Braun oder immer bei dem Schinken, bei dem, Ja. weißt du, der Schwarzwälder Schinken oder Ja. sowas. Da friss ich das Fett einfach. Also das finden manche Leute widerlich. Na, das ist eher meistens. Also beim Schweinsbraten kommt es drauf an. Wenn jetzt Ja, Krusten das gut ist und so, und das hängt droh, dann ab und zu, ja, scheiß drauf. Dann ist es mit dem Knädel, dann spüre ich es auch nicht, was da gerade passiert. Ja, und Ja. wenn ich einen Knorpel irgendwo drin habe, dann ist Ja. er halt. Ich habe sehr viele Sachen am thailändischen Streetfood-Markt gegessen. Stimmt. Ja. Da hat der Kyle jetzt mehr gedroppt, dass ich da anscheinend Händelherzen gegessen habe. Und das habe ich gar nicht mehr gewusst. Also ich habe als Kind Hühner-Gulasch-Eintopf gegessen. Also ist drin. Ja. Das glaube ich ist auch was andere Leute eklig finden. Dann habe ich jetzt aber seitdem nicht mehr gegessen, aber ich glaube, das ist einfach so noch mehr essen. Ja. Da bin ich richtig hakelig eigentlich. Also außer jetzt das Fett Ja. oder so, aber wenn ich was wieder bei meiner Oma zum Beispiel, da hat es halt zu Ostern halt immer ein Jausen gegeben Ja. und da war halt dann so Wurstplatten und da war halt dann Rinderzunge und sowas und das friss ich halt einfach nicht. Nein, mag ich auch nicht. Ja. Ich habe einmal besoffen einen Kalbszungendöner gegessen.
Der war eigentlich ganz gut, aber ich glaube, es lag daran, dass ich halt Hacke war. Und das neben dem Döner kannst du reinhauen, was du isst dann. Ja, Endeffekt. sag mir einfach nur nicht, Ja. dass was Widerliches ist. Ja. Dann ist es mir wurscht. Solange es nicht sick. Ja. 5 Fragen für dich, Harry. Ich schaue noch mal kurz, ob der Ton läuft. Ja. Weil da jetzt Hey, Ausschlag. Aber wir haben zumindest einen Ausschlag, aber währenddessen schaue ich durch diese Sonnenbrille in die Kamera. immer noch ist top. Tippi. Molto bene. Molto Und die bene. Fatsche. Okay, bist du bereit für ein paar Fragen? Ja, Was trink ist grad. deine Lieblingsgeschichte mit mir? oh. Also, wie wählen? Wie wählen? Ja. Boah, schwierig. Also, Thailand war geil, aber das ist halt nicht eine Geschichte. Ja. Boah. Jetzt, wenn ich. Ja, man hat echt schon früh erlebt. Wir haben ja schon viel erzählt, wenn man das einmal Ja. dass man ein bisschen aussortieren muss. Ja. Also ich denke jetzt gerade über den USA-Trip nach, da war doch gewiss was Erzählenswertes. Ja. Aber die liebste Geschichte. Schwierig. Ja. Das ist alles scheiße, was ich mit dir erlebe. Ja. Boah, schwer. Also Hast was du da- schon hast immer, du da, was immer schnelle lustig ist, Antwort? jetzt nicht meine Lieblingsgeschichte, aber was auf jeden Fall lustig ist zum Verzeihen ist beim Althaus ein 30er, wo wir ins Spinnradl gefahren sind und ich schon todesvoll war, haben wir erst gestern im Stream verzeiht, aber Ah, ja. egal. Und dann ich halt richtig mit mir gekämpft habe, 2 Red Bull, dass ich wieder Ach so, klarkomme. Dann bist du ja Ich bin Barkeeper. bist du zum Barkeeper geworden, bist dahinter gestanden und eigentlich, ich tue da 2 Geschichten zusammen. Ja, wurscht, ich erzähle beide Geschichten kurz und knapp. Und dann halt, habe ich mir gedacht, jetzt geht's wieder, Schluck auf vorbei, Sodbrennen, ein bisschen zurückgegangen. Gönn Jetzt ein helles. gönne ich mir ein schönes Bierchen, sehe ich eine Fabi hinter der Bar, sage ich, hey Harry, gar nicht groß hinterfragt, warum du da bist. Ja, aber es passiert oft einmal, dass es ein kleiner Los Brutalos Takeover gibt irgendwo. Im Spinnradl bin ich willkommen, zumindest bisher. Du musst da auch noch deine Lizenz abholen oder nicht stimmt Muss, gestern. also ja, weil ich muss meine dritte Schicht eigentlich noch fertig Ja. machen, weil sonst kriege ich gar keine Lizenz. Ja. Aber ja. Und auf jeden Fall habe ich dann ein Hells bei dir bestellt und du hast mir einfach schön ein Hells, Ich habe ein Weißbier im ein hellen Weißbier im Glas. hellen Glas und hast mir das gegeben und da habe ich dann sehr lang hingenuckelt. Und dann, wo du die zweite Schicht gemacht hast, das war dann gleich beim MJ sein Geburtstag, haben wir uns sehr gut behindert gesoffen. Ich war beide Male einfach jenseits von Gut und Böse, Ja, aber ja. Dann warst du auch wieder hinter der Bar und dann noch Fabi, der Harry, Entschuldigung, der Harry schön am Ausschenker, ich so, ja, was bestellt, bin ein bisschen weggegangen, 10 Minuten weg, du stehst einfach im Eck vor der Bar. Komplett wasted. Und hast da, glaube ich, eine Stunde hinter der Bar Ich bin einfach geschlafen. hinter der Bar während im, Ja, im im Halbert Steh. stehe. Ja. Ja. Also, ja. Ja, ist jetzt, glaube ich, nicht meine Lieblingsgeschichte, aber eine, die wo auf jeden Fall Auf jeden lustig Fall ist. Gute, ja. Ah, War schwierig, weil, also. Ich habe lustig gefunden, wo du fast kotzen hast müssen, als ich da ein Weißbier in einem hellen Glas ausgeschenkt habe. Naja, Ey, was auch ein gemeinsamer lustiger Moment war zwar der Altauer dabei, also wo man muss dazu sagen, der Altauer hat immer Hunger, immer Kornhunger und wir zwar fressen eigentlich die ganze Zeit, immer wenn es ergibt. Ich glaube, selten Momente, wo wir Nein sagen. Und wir waren in Vegas beim Saufen und haben auch, glaube ich, schon wieder gute 14 Stunden durchbechert gehabt und waren gerade auf dem Weg heim vom einer Casino hoch zu unserem. Und das ist, glaube ich, schon so ein halbe Stunden Weg auf jeden Fall zu Fuß. Und dann der Alte auch die ganze Zeit, ich habe so Hunger. Und Harry und ich, nein, mir gar nicht. Nein. Ja, also mir hat sie nicht mehr Kleinigkeiten. nein. Nein. Also, ihr Wichser. Ihr wollt egal, ihr fresst die ganze Zeit. Und dann, ja, Das war schön. Jetzt habe ich gerade irgendwas gehabt und du hast wieder nicht mehr. sorry. Das, nein, Ja, das sind wahrscheinlich Geschichten, die ja es sind ja Zeit immer ganze Urlaube und so. Ja, das ist fuck, was habe ich gehabt? Achso, ja, der 18er von mal da, wo wir ja mit meinen Hecken geschubst haben, weil es absoffen war. Das war ja, lustig. ja. Ski. Bessere Zeiten. Aber was darf anders laufen, wenn wir zwei unseren Job auf der Bühne tauschen würden? Es darf definitiv mehr Texthänger geben. Wahrscheinlich, ja. Die Musik war auf jeden Fall eher on point, Naja, glaube ich. naja weiß ich nicht. Nein, ich glaube, also DJ-technisch darf es besser werden, Rap-technisch nicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Also DJ-technisch weiß ich nicht, weil da bin ich ja nicht gut. Ja.
Aber auf jeden Fall immer mit einem größeren Main Character Syndrome hinterm DJ-Pult wahrscheinlich. Ja. Na, habe ich schon, du siehst das noch nicht. Ja, stimmt. Ja. Ich bin ja hinter dir. Na, also, Aber ansonsten glaube ich relativ ähnlich, weil also für die drüber Leute, wäre das gleiche meistens. ja, und die Leute dann glauben, du hast halt heute ein paar mehr Texthänger, aber Ja, sie dann gar stimmt. nicht sehen, dass ein anderer da steht. Ja, stimmt, ja. Das ist wurscht. Sie werden sich nur wundern, warum der DJ Harper nicht hinten steht. Ja, stimmt, ja. Ja. Na, wer von uns denkst du kann mehr essen? Boah. Schwierig. Also Haben ich wir noch glaube, nie wenn es hart auf ausgetestet. hart kommt, wahrscheinlich du. Ja, weiß Oder? nicht. Kommt drauf an, was. Ja, das Ja. ist eine gute Antwort. Also ich bin sehr schnell, bei so Kuchen und so bin ich sehr schnell satt. Also überdurchschnittlich schnell für mein Volumen. Dann kann ich da, glaube ich, auftrumpfen. Ja, Ja, vielleicht Süßigkeiten insgesamt, da Ja. bin ich, glaube ich, also das zeigt man Ja. mir insgesamt dann. wenn Sahne sauer sind, oder? Oh, ich kann sehr sauer essen. Ja. das weiß Dafür ich. kann ich mehr scharfe Sahne essen. Aha. Wahrscheinlich. Ja. Na, Na, schwierig. ja, müssen wir mal. Wir sind in der Gruppe mit Chicken Nugget Wettfressen. Also, dann machst halt du einen vorletzten oder ich und der Ja. das andere einen letzten. Ja. Aber ja. Ja. Aber den Matt der Wiener, was glaubst du, wie viel du da schaffst? War schon Matt der 6 Wiener. Stunden. 30 mindestens, 35. 6 Stunden, das hört sich für mich halt an, als da die da quasi jede Menge Ja. Wiener. Also ich frisse so ohne mit der Wimper zum Zucken in 20 Minuten, frisse so 8 Wiener. Ja, genau, das haben wir uns ja, das ist ja schon öfter mal passiert. Putenwiener, aber man Ja, ja, klar, dazu hier. so Schweinewiener sind ein bisschen fetter, weil Ja. nicht. Ja, die Geflügel, die gehen halt einfach, die gehen besser runter. Ja. Die sind halt leichter, gell? Ja. Achso, ist der Matt der Wiener, ist das dann Schwein oder was? Ich weiß nicht, was sie genommen haben, aber Also gut. Ich glaube, dass sie auf 6 Stunden verteilt, die Zahl werden wir jetzt nicht groß ändern. ja, Durch wahrscheinlich das. nicht. Nein, werden wir mal schauen. Ja, Ja. muss dann ein Aber ich bisschen. glaube, das ist halt so, wenn du jetzt halt sowas vorm Saufen machst, dass du vielleicht der ganze Abend im Arsch, weil Ja. du dann so voll gefressen bist. Na, Und nach dem Saufen macht auch wenig Sinn. ja, schon, ja. Also gibt es kein Ja. Zeitfenster. Nein. Das ist irgendwie komisch, wenn sie zwei Typen einfach nur zum Wurstfressen treffen. Das ist ja ganz schön teuer. Also, das du stimmt. denkst, so sind ja dann fast 100 Wiener. Stimmt. Ja, Was kostet das Geflügelpack, das Achter? ich glaube 5 Euro. Das kann ich jetzt nicht ausrechnen, aber das ist viel. Also 10 Backel dann 50 Euro kosten. Dann hätten wir 80 Stück. Alter, dann müssen wir ja 3 Konzerte spielen oder so. Na, schon. Krass. Ja. Was ist das Hurensöhnigste an uns? Bestimmt Hobbys, Kleidung, Verhaltensweisen. Von jeweils anderen meinst du, steht jetzt da nicht dabei diesmal? Oder insgesamt? Machen wir Selbstanalyse oder? Boah, also das Hurensöhnigste. Bestimmte Hobbys. Was habe ich für Hobbys, die wo hurensöhnig sind? Ich habe Also, wenig Hobbys. ja, Saufen, Filme schauen, also ich mit habe Freunden treffen. jetzt was ganz, ganz Leichtes. Ja, Ich weiß nicht, ob ich das als Hobby bezeichnen soll, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann Bass spielen. ja. Ich Ja. hasse dieses Instrument. Ja. Hey, ich finde es nicht hurensöhnig, aber Magic-Karten finde ich nerdig. Also Ja, das es ist jetzt nichts. Also auf jeden Fall ein Loser-Hobby. Also, Ja, no offense, Ja. aber aber also ich spiele Magic. Also das das ist ist schon nerdig. Ja, lang auf bei mir jeden bleiben. Fall, aber Gott, das ist ein offenes Geheimnis, dass, Ja. dass ich Nerd bin. Also, Ähnlich bei mir, nerdig ist halt, dass ich mich echt viel mit Deutschrap beschäftige. Das ist, glaube ich, auch was man jetzt halt als normaler Mensch fragwürdig. Also ich bin da schon jemand, der sich also so die Beefs und News und so durchliest Ja. und jeden Freitag hören wir diese Deutschrap-Brandneuliste durch. Ich glaube, das ist schon was andere Leute sagen dann, okay. Meinst du, also wahrscheinlich wollte unsere Redaktion auf sowas wie Rennradl fahren raus. Vermutlich, oder? Mhm. Aber das machen wir halt nicht. Na, Ja. Hurensöhnig. also bei der Kleidung muss ich bei mir sagen, also was ich hurensöhnig gefunden habe, waren Polohemden. Ist gar nichts für mich. Finde ich insgesamt schwierig. Gibt mir, wie so Rich Kids oft sagen, so Busfahrer-Vibes. Ja. Ja, ich hab tatsächlich gar nicht so ein großes Problem damit. Kommt Ja. halt drauf an, natürlich. Ja. Ich finde, die machen eine gute Form. Ja, Also wenn Ja. man es hergibt. ja. Das ist halt, Ja. ja. Hurensöhnig. Verhaltensweisen.
Ja, gut, also Ja, gut, wir ab und zu, wenn ich besoffen bin, mache ich im Polnischen so ohne äh, Rücksicht auf Verluste. Das hat da, glaube ich, jetzt schon gut gearbeitet. ja, Aber das ist ja so eine Mischung aus Fluchtreflex und man möchte halt heim. ja, Also, ja, aber ich glaube, dann habe ich mein Hurensinnigstes. Und zwar, dass ich regelmäßig, jetzt aktuell weniger, aber es passiert gewiss wieder, dass ich, weil ich mir ja regelmäßig wenn ich besoffen bin, beim Scheißen einpenne Ja. und mir dann auch in dem Klo einspare. ja, Und das ist halt, jetzt stellt euch mal vor, es ist gerade eine Hausparty oder sowas und es ist das einzige Scheißhaus. Oder Ja. stellt euch vor, man man wohnt mit mir zusammen Ja. und da ist nur ein Klo. ja, Und ich spare mir da ein, wach halt nicht auf. Hölle. ja. Kannst du die Sabrina fragen zum Beispiel. Wir haben damals nur ein Klo gehabt. Ja, okay, ja. Und ich gehe regelmäßig Ja. heim und spare mir da ein. Scheiß, schon schlimm, ja. Hat meine Oma Selbst auf versteckt jeden immer Fall noch nicht einen am, Schlüssel. am Abendfeuer zum Inder gehen, wenn du zum Saufen Alter, gehst, ja. weil dann hast du, glaube ich, richtige Probleme. Ja. Ich glaube, wenn wir der Vogelperspektive so insgesamt auf unser Los Brutalos auftreten, nach außen, Social Media mäßig, ich glaube, da kriegt man schon einen Hass. Ja, glaube ich. Also, Ja. dabei sind wir gar nicht so. Nein, wir sind voll die coolen Typen. Ja. Kein mir nichts dafür, dass ihr als Opfer seid. Ja. Peinliche Clowns, Bäh. Versager. Loser. Ja. 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 Na, dann ist das Unsinnigste, dass wir cool sind. Ja. Ja. Keine Opfer, ja. Ja. Meine Oma versteckt heute noch einen Schlüssel. Ja, glaube ich, ja. Die hat es hart getroffen. Ja. Ich bin besoffen gewesen und sie hat schon angefangen, das Schloss irgendwie auszuschrauben oder so. Ja. Und ich habe es nur beleidigt, so im Halbsoff. Ja. Ja. Das war, glaube ich, das Unsinnigste. Ja. Hey, aber man wird ja irgendwann auch erwachsen. Ja, klar. Ja, früher als Kind war ich, also Jugendlicher war ich richtiger Hurensohn. Also so Lampen austreten, Zäune Ja, klar, eintreten, natürlich. Also Eigentum von Sachbeschädigung. anderen. Ja. Autos habe ich nie gemacht. War nicht Also immer schon- Autos auch nie kaputt gemacht, Nein. aber regelmäßig geschaut, ob sie offen sind, um Ja, was nee, nicht zum rausklauen kann. Hocken. Ja. 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 Aber nein, da bin ich mittlerweile auch so, dass ich sage, oh, du Trottel, mach sowas nicht. Ja, also, Ja. Und dann trete ich wieder den Zaun. Hey. ja, klar, natürlich. Jetzt sagen gehört er kann. Das ist ein Verbrechen ohne Opfer. Nein, habe ich tatsächlich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich Weil, glaube, den letzten Zaun, den ich kaputt gemacht habe, war der, wo ich besoffen reingefahren bin. War da halt dann gleich volle Breitseite. na, ich glaube, dass wir einfach nur Engel sind, deswegen Ja, schwierig zu beantworten. nein, es ist halt auch schwierig. Ich glaube, das ist wie, ja, sind ja so Saubermänner. Ja, Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute oft überrascht sind, wie nett wir sind, Ja. so Backstage und sowas, zu den Veranstaltern und so, weil uns unser Ruf schon vorauseilt. Und dann so Leute, die auf der Bühne so immer vom Weltfrieden und so labern und keine Ahnung und nur so la Musik machen, sind so richtige Hurensöhne teilweise. Ja. Also richtige Bastarde. vielleicht ist das ein hurensohniges Verhalten. Das Dass wir. wir solche Leute verurteilen. Ja, ja, Ja. ja. Ja, aber lieber ist mein sage ich mal, Künstler, ich, ein Arschloch wie ich im echten Leben. Also genau, ich überrasche Ja. lieber damit, dass ich gar nicht so ein großer Arschloch bin. Ja, wie schon, alle ja. glauben. Und dann die Leute, wenn sie denken, hey, das sind doch komplette Wichser. Wir Ja. haben die schon getroffen, das sind solche Arschlöcher. Was reden die, was die sind Backstage sympathisch? Die sind einfach nur saufsoffen. Blöde. Ja. Ja, ich behaupte nicht, dass wir nicht anstrengend sind. Ja, das- weil ich glaube, das ist schon, weil wir brauchen jetzt, vor allem wenn der Mike vor allem wenn der Mike noch dabei ist, der hier ist es ja ein entspannter Typ, Ja, aber auf der jeden Mike ist ja schon jemand, der wo laut ist und wie wir halt auch und schon auch viel redet dann und Scheiße labert, auch mit fremden Leuten. Ja. Ich glaube, dass das dann schon für viele Leute überfordernd ist. Und auch Leute checken oft nicht, wenn wir was lustig machen. Und ich meine auch unter das Ried beim Rockfrühling, wo ich gesagt habe, ja, wir haben das kleine Ritual, dass wir Wrecking Ball ablaufen lassen. Einer von uns hängt sich da an dem Pavillon. Und ob er meint, ob es das aushält, an Mike oder mich. Und er hat sich hier nur geschaut. Er hat gesagt, die Arm hält da aus, aber bei uns weiß es jetzt nicht. Ja, man kommt manchmal falsch rüber. Ja, Kommt manchmal falsch rüber. egal. Mensch. Kannst du dich nur an unser erstes Aufeinandertreffen erinnern? Ja, Ja, das war in der Realschule, in der 7. Ja. Klasse. ja. Da, Soweit hätte ich es auch gewusst. ja. Oh, achso, das ist die Frage. Also, Ja gut, wir sind ja da alle zusammengewürfelt worden, deswegen. Oder bist du nachgekommen?
Oder warst du von Anfang an in der Ich bin dabei? von Anfang an in Ja, der schon 7. geil, dabei ja. gewesen. Der erste Tag, schön am Gimmi sitzen geblieben und dann auf die Realschule selbe Klasse nochmal. Ja, dadurch, dass wir jetzt zusammengewürfelt worden ist, glaube ich, war es erst einmal gar nicht so wild. Ja, aber also ihr habt ja schon ein bisschen Gruppen gehabt quasi, also du da halt auch und die anderen. Ja, die anderen, ja. Ja, und wir haben uns ja gegenseitig erst einmal nicht so passt. Ja, Ja, was so C-Blade. C-Blade zum Beispiel. ein Backdown. Oder ein Backdown. Ein Future K habe ich mitgebracht. Ja. Der war mit mir im Gimmi schon in der Klasse. Stimmt, ja. Ja, na, aber das war da am Anfang, also richtig weiß ich es nur, das erste Aufeinandertreffen. Ja. Ich weiß nur, dass ihr halt quasi gern die Platzhirsche wart und ich mich erst einmal nicht so beugen wollte. Also, sagen wir es mal so. Ja. 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 Aber ski alle Feind gegen die Lehrer. Ja, das ist da. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja. Genau. Ja. Na, aber so ganz genau, Ja, kann ich auch nicht mehr sagen. ich weiß halt jetzt nicht, was unser erstes tiefes Gespräch war. Nein. Ja, ich glaube, du warst dann eher mit dem Alt-Au erst unterwegs, oder? Also so in der Realschule, weil ich bin ja dann ein Hocker geblieben. Ja, gut, Ich glaube, dann ja. seid ihr erst ja eben mehr befreundet gewesen. Ja, oder? also Weil, wir haben uns ja schon in der 7. Klasse noch angefreundet. ja, Irgendwann so nach einem halben Jahr oder so. ja, Genau, weil es mir gelangt hat. ja, Ja, aber ja, dann glaube ich, ist es erst mit der Zeit gekommen. Ja. ja, Ja, und dann, ja, Mei. Und jetzt sag ich, ja. jetzt bist du der Vater meines Kindes. Ja, schon, ja. Ja. Und du mein Körperdouble. Ja. Weil wieder irgendeine unbedingt blauen will. Ja. Oder irgendeiner. Sag ich, warte, ich komm gleich wieder. Und dann komme ich mit weniger Bauch. Stell dir vor, meiner da. So viel weniger. Ja. Ja. So viel mehr Schwanz, glaube ich. Mhm, klar. Ja, nein. Ja. Das ist ein Riesending. Schaut euch die aktuelle Show an. Ja. Da kann man live in Aktion sehen. Ja. Nur so ein bisschen Stoff ist dazwischen. Ja. Ja. Na, was steht die Woche an? Die Woche steht noch an. Warte, wir sind jetzt Kein Auftritt? nächste Woche. Ja, stimmt, auftrittsfrei. Na, Das ist korrekt. Ja. Im Morgen ist das die letzte Woche im April. na, Fuck. na. Ja, Bei Mann, mir das nächste wollte Woche ich wieder normal hackeln. Ah ja, stimmt, aber hier, Malotze. Auch noch nicht. Also auch erst die Woche drauf. Ah, krass. Warte, ja, das ist die Woche drauf, ja. Ja. Mir Das hat ist der gute erste. Spätzl ein paar Hotelreservierungen am Gardasee angeboten. Ja, Muss ich noch abklären. ja. Aber vielleicht bin ich von Montag bis Mittwoch am Gardasee. Ja, bei mir ergibt sich vielleicht noch, also da möchte ich nicht drüber reden, bevor es nicht unter Dach und Nein, Fach ist. Aber wenn es passiert. Ja, schon dann. Dann auf jeden Fall. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja, ich mache da nicht gern die Pferde schon und dann wird es Ja, nichts. das will ich, aber Ja. die Leute werden es wissen, wenn es Ja. soweit ist. Wenn hier auf einmal nicht mehr, wenn auf einmal hier die Michaela hockt. Ja, ich war gerade aus irgendeinem Grund. Also, Ja. Aber wir müssen Ja. schauen, ob es aus meinem Oberschenkel nur Muschi rauskriegen, dass das da so immer eine richtige Fettmoschee. Ja, schon, ja klar, nicht so eine richtige Homer Simpson Muschi. So. Das ist ein schönes Burger-Ding, gell? Ja, ja. Ja, so ist es. Na, also da natürlich schon mal toi toi toi. Ja. Ich hoffe, dass das alles so hier hat, weil Ja. habe ich auch Vorteile drin. Ja, schauen wir mal, ja. Ja, aber sonst, also tatsächlich was Graus oder so. Nein, ich bin, so, Ein ich bin auch so ein Musikvideo? bisschen im Urlaub, Musikvideo haben wir nichts. Boah, Nein. Ich glaube, Ja. Mai wird insgesamt ein bisschen ruhiger. stimmt, ja. Ja, Im Mai haben wir einen Auftritt, oder? 3. 3 Auftritte. Ja, Ja, ich bin da immer gut informiert. ja. Nürnberg spielen wir. Zum Beispiel. Mhm. Ich schau gleich nochmal auf den Ja. Kalender. In Beidel spielen wir Ah, stimmt, ja. mit der Beil. Anja. Und Beil. in Hollywood spielen wir mit den Glue Boys. Ich glaube, ich habe das gerade mit dem April Ja, verwechselt. April haben wir nichts mehr. Da war Das ja haben wir noch durch. ein Auftritt. Ja. Ja. Mit den Glue Boys nochmal. Geil. Mhm. Spielen ja noch 2-3 Mal mit denen, glaube ich. Ja, das war nicht mehr mit dabei. Ja, stimmt, ja. Ja. Stimmt, da ist der DJ Harper. Ist schon geklärt. Habe ich ihn schon gefragt. Ja. Wow. Ja. Geil. Ja, ich muss jetzt ja immer, so, wir haben jetzt immer mehr auf, an die Urlaub zu nehmen. Ja. Ja. Na, sonst alles, ich muss echt dringend scheißen.
Ja, ich war schon zweimal heute. Das ist ganz am Ende. Ja, ihr, wie gesagt, ich habe es da vorher 14, gesagt. ja. Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Ich habe so einen kleinen Haufen geschissen. Also wirklich, war maximal so viel. Und es hat gestunken. Jetzt Wir erzähle ich es haben's. nochmal, weil ich es irgendwie lustig gefunden habe. Ja. Als hätte mein Arschloch der westlichen Welt einen Krieg erklärt. Habe ich auch sehr lustig gefunden. Ja. Ich bin da gerade langweilig an meinem Tisch gesessen und habe in meinen Computer reingeschaut. Ja. Und dann, Dann hast du schon wieder gemerkt, weil ich finde, man merkt es immer, wenn jemand was Lustiges vorbereitet hat. Weil dann kennt er schon so. und dann ist nur die kurze, nette Pause, wo ich dann noch die Kopfhörer absetze. Während der Alter oder ich schon da stehen. Oder so ein kleiner vorbereiteten Gag. Ja, also vorbereitet ist groß, weil ab und zu bin ich auf dem Weg und mir fällt irgendeine Scheiße ein. Und dann, Ein bisschen wie ich in der Bandprobe. ja, stimmt. Da hast du auch geglänzt. Ja. Einfach die Tür auskackelt, war sehr lustig. Aber ich musste ich lachen. Ja, ich bin sehr lustig. Ja. Das ist ja nur der letzte Preis vorher. Oh, ist Nein, jetzt die letzte, Rolle, ja. Und damit entlassen wir euch und Voilà. wünschen, hat die letzten Worte heute wie immer der wunderbare Legendary Oil O. Danke.